grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird halt mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit. Manche Boden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielt wir noch den Werner Schall. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrapumpen hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Blumlein, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Herzlich willkommen beim Latschen aus dem Studio Donaufeld. Grüß euch Gott zur Platschnummer. Jetzt muss ich nachdenken. 190. 89. Nein, die Runde ist 190. Ui, jetzt habe ich nachdenken. 10 Mal noch Pablatieren und wir haben die 200 voll. Es wird am 4. Dezember sein, glaube ich. Also jetzt werden wir es zusammenbringen. Also 10 Wochen. die selber schaffen. Wie gefällt es, dass ihr wieder dabei seid? Wir haben, schon Alexander Hauser spricht mich schon aus der Szene. Lass heute den Alkohol aus. Ja, es ist. Pass auf, ich fange so an mit einem Büdel. Mit einem Büdel fange ich an. Da steht's. Herzlich willkommen, Otterkringer Kiertag. Und da sind wir auf der Bühne, das war gestern. Legendär. Gestern ein wunderbarer, leibender Tag. Wir haben Frühschoppen gespielt von 11 bis 1 und sind heimgefahren mit der Sperrstunde des letzten Lokals in Otterkring, was noch offen gehabt hat. Genau. Weiß ich nicht, wann das war, aber es war nicht alt zu spielen, Mitternacht. Um Mitternacht herum. Allerdings halt von 11 bis Mitternacht so ist schon was weitergegangen. Und es war nicht einfach nur so ein gemütlicher Abend, sondern ein Tag, sondern es war, meine Stimme ist noch urlich. Meine Stimme ist auch ziemlich belegt. Weil das war vor allem, das sind die vielen Zigaretten auch gewesen, muss ich zugeben. Russland ein Pölz zu. Wir haben nichts auslassen, weder Getränke noch Zigaretten. Und es ging ja darum, unter anderem auch, unseren Grand Seigneur Fritzl Stadtguss zu seinem 60er zu gratulieren, Ja, genau. den er am 23. gefeiert hat. Das heißt, bitte, liebe Paula Cisti, hat seine rote Achteln Deluxe in ausreichender Menge für unseren Fritzl Stadtguss, der sein 30er gefeiert hat, und so wie er uns versichert hat, war das für ihn eine wunderschöne Zeit in Wien, wo er eben sein 60er da jetzt verbraucht hat. Darüber hinaus sind dazugekommen der Landtalstrom und der Maber. Sind extra aus Rheinhessen, sind die runtergefahren, extra zum Kiertag und dem Fritzl zu gratulieren. Und dann waren natürlich ein Haufen weitere Pablaciste da, wo wir dann beim Stiepert, beim Heirigen uns wirklich mächtig organisiert haben. Es waren einige noch beim Konzert, die jetzt da nicht mehr dabei waren, aber ich zeige euch ein Bild. Ein Büdel von einer Seite. Ein Traumbüdel. Also, da ist mein Munkelein, das ist hinterm Ackerl. Der Ackerl hat komplett mein Munkelein verdeckt, aber komplett. Das ist mächtig gemacht. Aber da sehen wir den Patrick, dann sehen wir, also ist ja wurscht, wir sehen den Landtalstromer, den Maber sehen wir, in Ackerl, dann sehen wir hinten den Meierhofer, dann die Isabella, dann mit dem Kapperl, dann rechts hinten der Fritzl Stadtguss, nehmen Alexander Hauser, nehmen Spaziergang mitsamt seiner Karin, die da ist, und dann hinten haben wir noch in Zaunerklause die Christel, das ist unser Freund, der Philharmoniker, und ich leider habe jetzt den Namen vergessen, von der charmanten jungen Dame. Ja. Das habe ich jetzt vergessen. Ich meine, die kennen wir schon lang. Aber tut mir leid, ich habe den Namen vergessen. Das ist ein Wahnsinn. Und da sehen wir es von der anderen Seite. Meierhofer in Höchstform. Und mein Munkelein auch dabei. Hinten Landtalstromer neben Patrick.
eine mächtig leibende Partie war das, wirklich wahr. Und daher muss ich jetzt wirklich schon ernsthaft sagen, seid uns nicht böse, wir werden heute ein bisschen schwach sein. Mit der Stimme und Co. Nichtsdestotrotz, Pate kann aber eigentlich einschenken, wir machen Unbottling. Was machen wir heute? Ein Sturm. Die Sturmzeit ist ausnutzen, was geht. Ne? Das ist, ich schenke mal bei mir. Ich schicke mal bei dir, ja. Ich fange an, der Maber ist schon, der ist bei mir der Erste. Ich weiß nicht, wer sonst der Erste war. Aber bei mir ist als erstes der Maber, der Mate da. Grüß euch Gott. Sind sie also gut heimgekommen im Prinzip, weil die sind ja heimgefahren und haben gesagt, sie müssen um 8:45 wieder daheim sein. In Rheinhesse, weil da ist Pawlatsche, nicht? Das war so vollkommen richtig. Matthias Mariache ist da. Alexander Hauser schon begrüßt. Franz M. Erholt vom Otteringer Kirtag warten wir wieder auf eine unterhaltsame Pawlatschen. Was ist das erholt, Franz M? Alter. Wahnsinn. Der Peter Prachtl ist da, grüß dich Gott. Babsi R. Ludwig Sass, nachdem wir gestern wieder kurz untergegangen waren, jawohl, aus dem Dolnerfeld. War leider das da war's. Andreas Edinger ist da, grüß dich gut. Markus Pristonek. Markus Volker, jawohl. Und die Mege. Die Mege ist da. Freut uns natürlich auch wieder gewaltig aus Luzern. Der Raffe ist da, Spaziergang, jawohl. Aber die Servus. Die. Original. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass das Profilbild vom Spaziergang, also wirklich der Spaziergang ist. Genau so ist es. Genau so ist es. Michael Unger ist am Start, der Kniebissler, Fritzl Startguss haben wir schon gesagt. Jawohl, Fritzl Startguss. Unser Grand Seigneur. Fahrt wir nicht, aber muss den Tag ruhig verbringen. Ja, Fritzl, das kennen wir irgendwo her. Kenn ich, ja. Ich auch. So gut es ruhig gegangen ist, aber. Ja. Schau, Markus, bist du dran. Bin gespannt auf die News von den diversen Veranstaltungen, denen wir leider nicht beiwohnen konnten. Schrauben ein Stiegel Hellleine, bravo Spaziergang. Daniel Schlegel, unsere Prinzipesse. Oh, servus. Auch der Weit geht, grüß dich Gott. Babsi R, endlich wieder Montag. Was haben wir? Der Jota ist auch da, servus. Haben wir noch eine Sushi Massaker, jawohl. Susanne servus. Moser. Susanne ist auch da, genau. Robert Magdl, super Pudel, sagt er. Robert, danke dir. danke. Schaut, da sind schon die Achtler. Ulrich ist da, die Achtler von einer für unseren Fritzl Startgroß einmalig. Harry Schneller-Fonte ist da, jawohl, der geht da nicht. Ich habe eine Riesenfreude, so eine Freude habe ich. Jawohl. Hoi. So, Peter Prachtl und Munro ist auch da. Munro, Grüße nach Thailand. So, fühle mich geschmeichelt zu der Spaziergang. Fritzl Startgroß sagt auch jetzt. Ja, also das war, ich jetzt wir nehmen jetzt mal einen Schluck Sturm, spinaliert. Einen Schluck Schwimmen, dann schauen wir und dann reden wir weiter. Ja, Alter, ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Nein. Mahlzeit, meine Lieben. Mahlzeit auf euch. Auf euch. War ein leibendes Wochenende. Ja, es geht schon wieder. Es geht schon wieder. Geht schon Kann man wieder. lassen. Gib mir schon wieder Kann man angehen. lassen. Gib mir schon wieder angehen. War nicht kein Wahnsinn. Ich würde jetzt sagen, wir machen heute einen Schwerpunkt Instrumentalstücke. Naja, Aufgrund der Stimmen. ist ja wurscht. Also, so eine belegte Stimme. Die Nase ist auch ein bisschen so verstopft. Irgendwie. Ja. Nein, ich war Ganz eigenartig. einfach keine Stimme von bei mir, wie tut alles weh. Es ist eigentlich, also wahrscheinlich medizinisch wieder oder chemisch wieder, biochemisch würde man sagen, es ist eine Vergiftung. Ja, ist Ich es. meine, reden wir offen und ehrlich, nicht? Das ist halt, wir waren gar nicht arg angesoffen. Also in der ganzen Runde, ja, es war ja noch dabei. Da ist es schon früher gegangen. Oder, Die Momo M war da. Momo M war da, der Lortauer war da. Der Franz Brandwein war da. Oh, das ist irgendwo verschwunden. Der ist relativ Zeitig verschwunden. halt dann gegangen. Es waren noch einige, glaube ich noch. Aber auf jeden Fall war natürlich absolut Zucker leibend. war da. Wenn Der so Zucker, na gut, der weiß ich Der nicht. Müller, da ist, weiß ich nicht. Aber schau. Der Zuckerl, na gut, die Ottering Oder war da, ja. Ja, aber ich würde sagen, Schwaller Zwillinge, was wir geredet haben letzte Woche, waren auch da. Schwaler Twins. Leben beide wirklich noch. das war Jawohl. Super. Weltklasse. Zahntechniker von meinem Ex-Schwiegeronkel war da. beim Ja, Stück. gut, also so alle einzeln brauchen wir es nicht Da gibt es aufzählen, viel, aber ja. ich meine, das wer alle da war. Wo ich verloren da. Ich rede von den Der von Pavlacisten. Pavlacisten, ja. Der Patrick sind auf der Zahntechniker, der Installateur von der Mama war da und dann. Der Kloserer Hannes der war da. Klaus-Hannes. Naja, Otterkringer halt, Otterkringer nicht? halt, ja. Weil natürlich alle ist ganz Einfach an der Wohlfall, mein Freund. Ja, oh, wohl.
Elite. Und muss man jetzt sagen, wir werden wirklich nicht extrem angesoffen. Also wir haben das ist schon. Aber von 11 bis Mitternacht ist halt doch laufend alkoholische Substanz in den Körper gekommen und ich glaube, das mag der Körper nicht so. Und ich glaube, je älter man wird, desto weniger mag das der Körper. Schau, der Christoph Acker ist schon da. Servus. Nach etwa Schlaf nachholen der letzten Tage, alles okay. Jawohl, bravo. Jawohl. Bravo. So, ich würde sagen, wir fangen an mal. Was spielen wir, Bad? Wir machen heute einen Schwerpunkt instrumental, also wir spielen jetzt nicht nur instrumental, aber trotzdem. Mit Taschler, oder? Wir machen ordentlich. Ja, bitte. Zum Warmspielen einmal. Jawohl. Wobei der war besser später, wann ich schon. Ja, dann machen wir einen Lena-Marsch. Und den Lena-Marsch, ja. Der. Ja. Gehen wir's an. Steffi Finger, das ist Wahnsinn. Gelungen die Übung. Der Lena-Marsch. Der Lena-Marsch. Von Karl Resch. Anton Bischinger fix. Von wem ist noch nicht der Karl? Spielen wir von Von Karl. Karl Resch, ja, alte Werner. Der alte Werner. Alte Werner von Karl Resch, ja. Da wenigstens habe ich Vom Reschen Karl. Vom Reschen Karl, vom Wie Reschen ich Karl. immer zu sagen pflege, ja. Weltklasse. Weltklasse. Ist ja leibend, wo man so spielt. Die korrekt gespielt. Ja, absolut, absolut. Spielt die Nummer. Schöne Grüße meine Frauen, alle Spaziergang. Ja, beste. Danke, bitte ganz liebe Grüße. Beste Grüße, hat mir sehr gefreut, dass wir so alle gesehen haben. Susanne Moser, Patrick, wünsche ich mir ein schönes Lied mit der Steirischen, wenn es möglich ist. Ist möglich. Bring wir jetzt zusammen, Susanne. Mühsam, aber es geht. Schau, Sushi Massaker. Ich bereue schon, dass ich leider einen Anschlusstermin hatte und ein paar von euch nur kurz begrüßen konnte. Und ich sehe es aber nur auf der Bühne betrachten. Und ich sehe schon, das nächste Mal muss ich mir einen Tag für euch reservieren. Glaube ich auch. Aber Ja. das hätte mich gefreut, wenn wir es gesehen haben. Weil ich denke mir gerade, wir haben uns nicht gesehen. Also, gesehen, aber ja. jetzt schreibst du es eh so. Schade, aber schön, dass du da warst. Das freut mich sehr. Super. Michael Lung, habt ihr den ganzen Tag nur Alk getrunken oder dazwischen noch einmal ein Wasser? Wasser Nur manchmal mehr ein machen, Spritzer getrunken. Spritzt noch mehr. Da war ja Wasser drin. Ansonsten weiß ich. Der Josef Tatl, Jawohl. Tatl. Der Pepe, wie wir jetzt sagen, der Pepe. Nein, ich sag Josef. Nein, ich sag Pepe. Ich sag Josef. Ich sag Pepe. Ich habe dann gesagt, und darf ich Pepe sagen? Und seine Frau hat dann gesagt, ich sage eh alle Pepe zu ihr, man soll sich nicht so aufhören. Papst er sagt, Weingart am Biesenberg, wenn wir heute wieder zusammenbringen. Da ist doch nicht angesoffen, oder? Alle schnell Fonte, vollkommen richtig. Nein, aber es ist natürlich schon, wenn du den ganzen Tag irgendwas reinhaust,
Das gespießt Der am nächsten Körper Tag. ist etwas geschwächt. Das wird auch Gespießt. morgen noch sein. Ich werde mich morgen in der Früh nicht mehr aufs Fahrrad schmeißen. Wirklich wahr, nicht. Sobald der Nebel weg ist. Nicht? Aber Schau, Franz Emsog, als Augenzeuge kann ich sagen, es wurde auch Bier getrunken. Stimmt. 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 Ja, stimmt. Rudi Korbis ist da, jawohl. Ein Genuss, sagt der Peter Brachtl, danke schön. Ja, gesehen hast mich eh. Wirklich? Ich war der Blatt in der, Der roten roten Jacken. Jacken. Na warte mal, da waren zwei Blatt in der roten Jacken. Welcher warst du? Das muss ich überlegen. Ich überlege auch gerade, ja. Schwer am Kann ich Überlegen schauen, gerade. Jetzt, kann aber ich schauen, mit der Ja, ja. roten Jacken. Ein Blade mit der roten Jacken. Der Blade mit der roten Jacke. Nein, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Haben wir uns sehr gefreut. Überwiegend Wein, sagt Alexander aus. Ja, war überwiegend. Josef Tatl in der Badewanne. Ich Jawohl. wollte nämlich schon fragen, Der Pepe in der Badewanne. Ist okay, das. Da schreiben wir mal noch eine Polka. Der Pepe in der Badewanne. Pepe in der Badewanne. Nein, es war unglaublich leibend. Und das Wochenende allgemein, grundsätzlich leibend. Am Ja. Aber Freitag waren wir ja wo? in der Strand bei Hermann. Traumhaft, Rudi Kona wieder. Nächstes Jahr sicher wieder. Dort, das ist quasi schon fix eigentlich. Also ein traumhaftes Konzert. Mit Weder haben wir da gerade noch einen Klick gehabt, wenn es noch besser gewesen war, war es sicher leibender gewesen, aber, Ja, es aber hat es- schon noch hingehauen. Ja. Das hat hingehört. Samstag haben wir dann in der Steiermark privat Geburtstagsfeier. Ein lieber Ganz Kerl. lieber Kerl Den haben wir und haben auch Freude gehabt. War natürlich aber auch anstrengend mit War dem anstrengendes Autofahren und so Wochenende, weiter. Es war wirklich ein anstrengendes Wochenende. Aber dann habe ich mich wirklich gefreut dann schon. Es geht heute Auf den gleich weiter Sonntag. und morgen auch noch weiter. Und ja, was geht? Ja, heute genau. Na gut, beim Latschen, ja. Das ist- Donnerstag geht's weiter, ne? Auch Donnerstag Nein, jetzt haben wir jeden Tag, ja, bis auf Mittwoch. bis auf Mittwoch. Bis auf Mittwoch. Also, Oder? dann haben wir das nächste Wochenende ausnahmsweise einmal Ja. ein freies Wochenende. Ja, da tue ich betonieren. Freies Wochenende ist natürlich. Freies Wochenende heißt für mich, geschäftlich gesehen, heißt es für mich Arbeitswochenende. Arbeitswochenende, ja. Aber ja, das macht ja nichts. Alles leibend. Und schon der Christoph Ack hat schon geschrieben, nach dem ganzen Kirtag nicht auf die Strandbar vergessen. Ja? Das haben wir ihm eh. Da war ja auch der Josef Tatl dort zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und dann einige, also es Ja, sind genau. einige, also bei noch schönerem Wetter. Fritzl war natürlich auch da. Fritzl Startlos, ganz klar. Den haben wir ja hochleben lassen schon vorweg. Ganz liebe Musikerkollegen waren da aus dem Burgenland, aus dem Südburgenland. Richtig. Na, das war eh. Eigentlich. Der Gegend von Eberau, der Marco und der, Ja. den anderen, Philipp Zach kennen wir eh. Philipp aus dem- Zach. Von den Pavlacisti ja, nicht? Philipp Zach, öfters im Chat. Chat, ja. Und ich glaube, der war im Kirtag auch, haben wir gesehen. Bitte. Da war aber nur kurz, leider habe ich ihn dann nachher nicht mehr gesehen. Aber ich hab ihn gesehen, Bei war der gell? Hausmauer ist er gestanden. Ja, genau. Bei dem Städtisch. Habe ich es doch richtig gesehen, ja. 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 Und, Ich habe es an der Rauchwolke erkannt. ja. Und nein, also das, aber Strand bei Hermann, nächstes Jahr ziemlich sicher wieder. Dann wissen wir jetzt schon beim Stippert, der November ist, glaube ich, voll. voll, Also ja. der Ja, Novembertermin das beim ist Stippert ist dezent gefüllt. Was auch leibend ist. Also rundum, es war einfach leibend und es war natürlich unser besonderes Vergnügen, dem Fritzl Stadtgast da sozusagen seinem 60er zu versüßen, was wir halt tun konnten, um das zu machen. Aber der Fritzl hat uns versichert, also fast mit Tränen in den Augen hat er gesagt, das war die schönsten Tage in meinem Leben. Ich meine, vielleicht hat er auch schon mitgespielt, dass er schon ein, zwei Sturm getrunken hat, aber ich glaube, es Kann hat man ihm Sturm wirklich alles absolut taugt. Wirklich taugt. So. Was haben wir da? Also, wenn es wieder mal. Also, da gibt es schon Hotelvorschläge. Weil das, wie wird der Fritzl das so schön gesagt, das Hotel, wo er jetzt ist, das kann er wirklich mit Ausdruck nicht empfehlen. Aber ich gesagt, das ist ja wurscht, er schläft eben nicht dort. Es ist was anderes passiert nicht. Ja, aber der Vorteil war, weil es in Otterkring natürlich Ja. ist und in Fußweite zum Otterkringer Kirchtag ist. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum der Fritzl dort hingegangen ist. Ja. Eigentlich in das Hotel nicht, aber Und man muss auch sagen, Ottringen Kirchtag nach 3 Jahren Ausfall wieder einmal stattgefunden wirklich schön, ja. und war, glaube ich, erfolgreich. War erfolgreich, ja. Also auch jetzt als Kirchtag. Nicht nur von uns generell, also was ich so gehört habe von den Veranstaltern und so, ja, Wo das Wetter bescheidener war, aber es ist gegangen. es ist gegangen, ja. Und also wir freuen uns Nächstes Schon Jahr aufs wieder, ich nächste freue mich schon auf nächstes Jahr wieder. aufs nächste Mal wieder. Ja. Ein ganzes Jahr, aber Wahnsinn.
Ja. Aber da hat man was, auf das man sich ja wieder freuen kann. Ne? Das Absolut, schon, ja. absolut. Ja, und wie gesagt, dazwischen. Widern sie Wir ja sind nicht, ja öfters in Otterkrieg. widern sie ja nicht wirklich Fahrt. Ja. Der Knirplisner sagt da wird es euch jedenfalls nicht langweilig. Genau, also das mit nicht. Ja. Der Fritz hat sich sehr gefreut, er kommt wieder nach Wien. Ja. Das sieht gut, der Landtagsstrom Nächsten und der Mal Maber. gehen wir zum Leiten auf ein Stelzen. Jawohl. Ein bisschen das ist ja so grün alles, da gar nicht schauen können, dass da weiter noch rausgeht. Weil da geht noch kilometerlang Wien noch. Das ist die Ja, ja. ganzen Wälder dann da raus. Und beim Leiten auch Stelzen werden wir schon packen nächstes Jahr. Das war schon leibend, das war schon Ja. leibend. Das war wieder was. Und ich weiß nicht, wie es dann der Landtagsstrom und der Maber und Fritzl hat dann noch irgendwas geredet haben von wegen, das ist ja wurscht, verkauf alles und zieh nach Wien. Zieh nach Wien. Kannst nach Wien ziehen. Ja, da hab ich gesagt, ja, überleg aber. So schreibt er, war Weltklasse mit euch allen, jawohl. Also auch wenn der Kasperl krank war und Klaus einspringen musste. Ja. Ja, genau. Am 1.11. wird es auch lustig, hoffentlich. Was ist am 1.11.? Erst der Stippert. Stippert. Beim Stippert. Ah ja, genau. Das ist, ja, witzig. Das wird. Ja, nein, es war das nämlich so, wird, dass nach uns war der Kasperl gekommen und wir spielen also unsere letzte Nummer, weil dort ist eine recht strenge Abfolge ist, Klar, nicht, damit der nächste natürlich. nachher wieder draufkommt, bis es halt gehört. Und wir spielen die letzte Nummer. Ein Herrgott aus Stau haben wir da gespielt mit Werner Gmiert. Auf einmal kommt ihm der Sascha, der Konferencier der Bühne, kommt her, nicht so hinten. Zwischen sagt, uns zwei, ne? Ja. der Kasperl ist krank geworden. Spielt's noch 3-4 Nummern, wir müssen überlegen, was wir machen. Was wir machen. Und mittlerweile, und ich hab das halt dann so gesagt, der Kasperl ist Bälle gegangen, hat einen schweren Samstag gehabt. Und dann bin ich erst drauf, wie viele Kinder schon da Kinder waren. schon da waren, oder? Das Gesicht alles so. Und dann habe ich gesagt, wir waren die Vorband vom Kasperl. Wir waren die Vorband vom Kasperl. Mach mal in Biesenberg. Bitteschön. Ja, gewünscht wurde. Ja, Machen wir zwischendurch einmal. Natürlich. Wird schon gehen, ne? Das geht immer. Ein Gatschgriff, der erste Ton. Ich hab am Weingarten am Biesenberg. Ich bin der Tier, der mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hörgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Hab noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Rebfallwein. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau dem Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hörgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg. Traut sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel noch singen hören und am Himmel siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen riesengroßen Regenbogen.
In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerliert ist mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, es soll der beste Trüffelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, es soll der beste Trüffelwein. Jawohl. Gratuliere dir zu diesem Dankeschön. wunderschönen Dankeschön, Nummer. Ich werde Dankeschön. noch tausende Male gratulieren dazu. Dankeschön. Ja, tun halt doch. Ich bin nicht da. Ich spür's so gern. Ja, nein, Das das ist eine Freude. Spürst es auch gut, spürst Eine es auch gut, Freude. muss man auch sagen. Eine Freude. Du bist nicht einmal Botschafter auf der Quetschen. Es ist ein Ein Wunder. Wunder, ein Wunder. Man kann es mehr überrascht wie ich, aber er kann es ja. Er kann's ja. Also, schau, die Achtler von einer Danke vielmals. Dankeschön. Patrick muss sich den Finger heben, hat er nicht gemacht. Ja, weit geht 5 Euro. Video Game Controller looks forlorn in between the words. Try again. So schaut das aus. Ja. Weit geht, dank der recht narrisch. Mahlzeit. Dankeschön und Mahlzeit. Roxy Boxy, Raxi, Paxi, aber damit ganz leibend. der Opa gesagt hat. Ja, ich meine, ich blende einmal nochmal ein, die Schmattes-Geschichte. Ich blende es ein, sag nichts dazu, muss selbstredend sein. Selbstredend, alles. Ein Natürlich. Schmattes für die Musi. Danke schön. Ja, so, schau mal so. Der Matthias sagt, Gott sei Dank sind nicht am Biesenberg die Trauben geflattert worden. Ja, genau. Ja, irgendwas Am Nussberg und in Döbling, Der Ingwer, ein Haufen, gell? den Grinzing, insgesamt und im 10. Bezirk, glaube ich, auch alles zusammen so um die 2,5 Tonnen. Aber das ist eigentlich wieder relativ wenig für das, wenn das einer macht. Also, das kommt mir so komisch vor. Ich habe erst, wie ich in Wieninger Fritz gehört habe, im Interview reden, habe ich gedacht, ja, da hat sich irgendeiner von den Kollegen ein Schmäh erlaubt. In Wieningen sind sie geflattert worden, oder was? Wieninger unter anderem, ja, Kobenzl, Weingut Kobenzl. Achso, okay. Am Nussberg, Wieninger, ja genau. Und so aufgeteilt aber. Und vor allem in Fritz haben sie nur die Trauben, die waren schon angehängt mit Netz für den Sturm eigentlich. In Sturmweih gelesen sozusagen. In der Frühsorten. Also, es ist komisch. Was? Ich bin gespannt, was rauskommt. Also, ich was? habe das erste Mal, das ist ein Schmäh von irgendeinem Ich sag dir was. Kollegen. Ne? Ich sag dir was, die haben gesagt, die haben es geflattert und jetzt wird das halt schwarz jetzt da gemacht. Nach 100 2,5 Euro. Tonnen. Naja, Auftritt auf die ab. Das ist nix. Ich meine, das ist na hier ist ein paar Liter sind es auch. ja schon, aber. Das ist schon, das tanzt dann schwarz. Oder? Wie die Schwarzbrenner, ne? Das ist das. Ja, vor allem, Na das gut. muss einer wirklich, da muss einer mit dem LKW oder mit Traktor gefahren sein, weil das kannst du mit dem PKW nicht wegführen. Ne? Das ist klar. Naja, mit Graf Carello gegangen das. Mit meinem Graf Carello. Ja, Aber, halt, Luxemburg ist aber schon nicht auf steil. einmal. Nicht auf einmal. Also, okay, da kann ich nicht mehr laufen fahren. Ja. Auf kommst du, Oberräder 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 geht Die auf. Bremserei ist auch nicht so ganz. Naja, es ist ein Hassatieren mit Leben. Sag mal, es ist ein Hassatieren. Das stimmt schon. Traubenfladern am Biesenberg. Aber es stimmt wirklich, das Traubenfladern am Biesenberg, weil die, mir geht das mit Fragezeichen nach. Am Nussberg. Also es war am Nussberg. Und Aber tatsächlich ist auch am Biesenberg, zum Beispiel gibt es immer also Rotzimmer gebe, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber tatsächlich wirklich oftmals die Probleme mit Weinblättern und Trauben Ja. fladern, also Ja, ja. wobei die das nicht fladern, sondern glauben, das dürfen sie. Muss man jetzt ehrlich sagen, also das waren tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch immer ist, aber das war wirklich ein Problem Absolut. mit den türkischen Mitbürgern, Ist die ein dort Problem. leben, Weil- wo die Frauen sind gegangen und haben die die Weinplanung Weinblauen runtergerissen. Ne? gerissen. Aber es sind eh genug drauf, wenn man weiß, wo man es oberzwickt und das schön macht, es sind Ja, na, die haben ist ja schon. genug da. Oder? Dann haben sie immer wirklich viel Trauben gefladert. Also Aber das war schon eine Zeit lang irgendwie, ich ein glaube, das Riesenschaden, ist, ne? ja, nein, es war schon so, dass man das dann Graus. gesagt hat, dass man gesagt hat, da müssen wir jetzt was tun. Das, ich weiß Und nicht, ich was viele dann- Weinblätter aber machen, keine die, Ahnung. die 20 Blauen, was brauchst du, die kannst du immer nehmen. Da gehen ja Ja. tausende Blauen. Du musst eine Laubpflege machen und alles. Aber es ist halt im Und Prinzip, welche halt? aber das Bewusstsein, ich kann nicht auf ein Feld Verfällt gehen. gehen einfach was nehmen. Sobald kein Zaun wo ist, gehe ich. Ja. Nein, es muss nicht alles einzeln sein. Und das war da scheinbar irgendwie so ein bisschen im Ding und die haben wirklich, also die sind da mit Kisten, Trauben, Dampf teilweise nicht. Muss man echt sagen. Also das war. Schau speziell, 5 Euro von meiner Frau bei Überweisung. Ich danke dafür. Dankeschön. Also Mahlzeit.
Ja, genau, ein paar Brünner Straßler machen mit den Trauben jetzt einen Premium-Wein aus dem Geschloder. Hallo. Wir trinken gerade einen Brünner Straßl. Schau aber das Mariaka, mach dich nicht verdächtig, Klaus. Hallo. Brünner Straßl. Ja. Keine Ahnung, die Leute. Muss man gleich schenken. Warte, Mariaka, schenk mir gleich nach. Na, aber das war so, weil ich weiß nicht, das haben sie gesagt, oder mit dem Motorrad in Wien an Kirschen, na Zwetschgen. Was ist denn das? Ich bin schon deppert. Ich glaube, ein Zwetschgenbaum. Und da kommen schon die Leute und ernten das. Ne? Das ist ja, Dankeschön, das ist ja legitim. Ne? Das ist also, oder das ist der Hofgründe. Ist der Hofgründe drinnen? Ja, da haben sie auch die Kirschenbaum. Nicht? Und da kommen sie. Das ist, darf man auch. Also das Und ist, das passt ist ja nicht nur legitim, es ist gescheit, sogar. Und du hast gleichzeitig jemand, das erntet auch nicht. Also Genau, alles in genau. Ordnung. Aber eben bei Feldern eigentlich darfst du das genauso wie in Kuckerutz ja Da kannst du aufbauen. nicht einen Kuckuck aufholen oder einen Kürbis nehmen. Erst. Oder einen Erdäpfel ausnehmen. Nicht? Oder, Ja, das ist ein Diebstahl, ganz klassisch. ist so. Diebstahl. Ja. So, Landesstrom, man kann losgehen, bin da endlich, jawohl. Jawohl, grüß dich Gott. Ja. Servus. Blend the Grow, Bernd Roh, genau. Die Gräne sind schuld. Die Gräne, nicht die Gräne. Gräne, ja. Die Gräne. Die Gräne. Der Baugrani, der Bagger, der ist schuld, ja. Weltklasse. Strandbach Hermann Video ist on working process. Ja, großartig. Christoph Acker, Christoph, Wahnsinn. super. Da muss man sagen, der Christoph Acker war mit dabei, der Strandbach Hermann, mit Film, also als Filmteam. Ja. Ebenso natürlich gestern bis zum Schluss. Na, fast nicht. Also. Wann ist er gegangen? Christoph ist gegangen. Ah ja, nach der 10 Uhr ist er gegangen, genau. Christoph ist um 9 Gut, also Aber er hat halt arbeiten müssen. Ich glaube, arbeiten, nein. da haben wir eine Einsicht. Vor allem ist er heimgefahren, auch mit dem Auto an. Ja. Ich meine, das ist ja nicht so. Hat nicht so viel getrunken. Und es wird dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen fad, was du selber nicht so viel getrunken hast und rundherum der Patrick zum Beispiel. Jetzt weißt du, wie es mir geht, Ja. zu 90% immer bei den Wieso? Auftritten. Nicht? Mich bist du gewohnt, mich kennst du Na, ja. die anderen auch. Jawohl, nein, einmal. Was? The Spoke the Raven. Nevermore. Edgar Allan Poe, den schaut die Mega. Der Wahnsinn. Ja. Ja, auf jeden Fall der Mahlzeit. Ackerl, Mahlzeit. Trinkst du nichts? Ich trinke Wasser. Zwischen Aachen und Hennersdorf standen viele Kirschbäume. Kirsch mit Wurm. Naja, Wurm ist immer in der Kirsch. Das ist wie der Himbeeren ist auch immer ein Wurm, die Made drinnen, das ist so. aber auf jeden Fall. So viel zum Vegan. Ja. Aber auf jeden Fall der Christoph Acker da einiges auf sich genommen. Sehr Und- brav und tapfer, muss ich wirklich sagen. Ja, und würdig gefilmt und immer bearbeitet. Und es sind jetzt die nächsten Freitag, also es kommt immer am Freitag, habe ich jetzt aufgestellt, das Konzert haben. Also es müssen jetzt schon die zwei Lendner-Konzerte müssen eigentlich Sind schon drauf. online sein. Sind Jetzt. schon online, ja. Und nein, das macht er echt Ja, leid. super. Und dann wollte ich dazu sagen, wir haben jetzt 1700 Abonnenten auf YouTube. Also 1704, glaube ich. 1704. Aber man sieht quasi auf dem offiziell, da siehst du immer nur die 100er Schritte. 1700 Abonnenten und das muss ich sagen, ist echt leibend. Also geht schon mit Dankeschön an alle, die abonniert haben und natürlich weiterhin. TikTok 5000. 5000, ja. Über 5000 Follower mittlerweile auf TikTok. Also wir werden noch Influencer. Das ist ein Wahnsinn. Also da kennt sich, also ein Wahnsinn. ich warte nur drauf, bis wir Kosmetikartikel verschäbern. Nicht da. Und sagen, weißt du, wenn du zum Heurigen gehst, vergiss nicht deinen, wie heißt es so, Eyeliner. Lidschatten Lidschatten, ja genau. aus besonders Wintertusch. edlem Material, vegane Herstellung aus China, aber Paris Ist zwar, steht auch drauf. ist zwar vegan, aber dafür ist ein Bleiarsen und so. Ja, genau. Das ist, Ja, aber ich meine, da geht es ums Business. Weiter geht es ums Business, dann müssen wir auch, das müssen wir uns dann nachsehen. Also wenn es dann darum geht, weil man, wie gesagt, jetzt kommt da fängt das Influencer-Leben an, bei den 16er und da geht es ja dann. Es war halt leibend, was du verstehst, ich tät auf den ganzen Scheiß brauche ich nicht, aber leibend waren Gitarrenseiten zum Beispiel, wenn die gesponsert werden oder so Riemen vom Riemen, ja. Harmonika und so. Aber das Oder ganze Instrumente, das wäre Ganze auch leibend. Instrumente, Ja. ja.
Equipment. Das schnitzen wir selber. Ja, stimmt das selber. Okay, was die. Ja, und ich meine, Weinsponsoring haben wir ja ohnehin. Haben wir ohnehin. Also ja. da sind wir ja dank euch wirklich Danke. in keinster Weise in Gefahr, dass uns der Wein ausgeht. Also absolut leid. Schau, der Munro, ich muss heute früher los. Wegen Regen muss ich mit Auto fahren, das dauert länger. Bye, see you next week, Munro. Munro, pfiat Gott, servus, Ja, mach's sehr gut. danke, schön, dass du da bist. Schöne Woche, erfolgreiche Woche, gesund bleiben. Genau, so ist es. Christian- Bartöl ist keine schlechte Idee. Aber. Das ist eine gute Idee. Das, ist eine gute Idee. Das kostet ganz schön, aber der Verbrauch, den ich habe in der Zwischenzeit. Spazieren genau besser Wein verscherben aus Österreich. Scheich. Miegelbauer Frau. Weinblatt unter Wäsche, Sushi Massaker. Der Josef Dartl ist es. Was sagt der Christoph Acker? Fahrt was nicht, aber die Möglichkeit ist anscheinend so eingefahren, dass der Körper nicht mehr wollte. Ansonsten hätte ich das Auto bestimmt stehen gelassen. Ja. Naja, klar, weil das war schon. Er hat sogar einen Surschnitzel was stehen lassen. Haben uns mir Ja, noch das da, haben wir- haben uns mir noch da bäumen müssen. Ja gut, aber weil er sich vorher einen Baumkuchen oder was reingehauen hat. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, Bartöl ist eine Idee. Was dann unterbrichst, die Sendung quasi, und dann sagst du jetzt, ganz kurz wollen wir darauf hinweisen, wenn du so einen geschmeidigen Bart haben willst, dann empfehlen wir dir das Band. Was ist so deppert die Kamera schon? Die Kamera so. Und gleich mit Vorführung natürlich. So. Ja, ja, Tropf, Tropf. Und da musst du sagen, Klaus, also riecht das ein bisschen Dieser Duft. angenehm. Moschus oder was? Ja, im ganzen Zimmer riecht es angenehm. Sagen, nein, es ist der Doppler umgefallen. So, hoppala, Entschuldigung. Ein Stück ist ausgekommen. Ja, geh mal die Daniel-Schläge, kann ich machen, Patrick. Mach ich für den Marc, sagen, ja, weiß ich. Ja, ich brauche ein ganzes Flascherl Wein, das machen wir, Rudi, ja. Ja! Montag 20.15 Uhr, die 16 Uhr spielen die Frisur sitzt. 3 Wettertaft, genau. Montag 20.15 Uhr, Wien, Donaufeld. Der Bord sitzt. Bartöl, ja. Ja, man, deine Erschläge, weißt du, deine Produkte kann ich immer nur. Aber die verkaufe ich nicht, die nehme ich ja selber. Die nehmen wir. Ja, genau. Ja, klar. Genau. Der Hillinger verkauft Kosmetik als Trauben, ja. Das. Ja, Traubenkern, Öl. Ja, und aber das ist das- klar, klar. Also wie gesagt, das an dem arbeiten wir noch. Welche Frisur der Peter Bartel? Da muss er leider recht. Da hat er leider Ja, recht. was soll man tun? Haaröl, genau. Mit die Wimpern. Nein, was der da muss. Und die Augenbrauen. Ja, Wimpern und ja. Nein, du musst irgendwas verkaufen, was sagst du zum Beispiel Haaröl, nicht? Man sagt, was dann, das ist ja auch so modern irgendwie auf Produkte hinzuweisen für die Leute, die das Produkt nicht brauchen. Ja? Also wo du wirklich sagst, auch wenn du keine Haare hast, dieses Haaröl, das ist einfach so gut für die Glatzen. Der Landesstrom sagt Glatzenfett. Glatzenpolitur. Ja, Das ist was. Nein, das ist für den Heimwerker. Nicht? Was sagst du, pass auf, das kannst du nehmen für einen Abbruchhammer zum Schmieren, das kannst du nehmen für was weiß ich, als Ölen, für einen Kompressor und für die Glatzen. Und dann musst du halt wieder, was und so. Und dann. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Ja, genau. Und dann musst du irgend sowas sagen wie, das kostet normal. Kostet 734.000 Euro das Flasche. Aber heute, Aber nur heute, haben aber sie da, nämlich bei uns. exklusiv. Und nicht nur die 5 Milliliter Flasche, nein, die 10 Milliliter Flasche. Und das ist noch nicht genug. Zu dem Ganzen bekommen Sie noch die große Vorratspackung dazu für 3 Jahre. Mit Richtig. 5 Liter Kanister. Aber weil heute besonderer Tag ist, gibt es dazu noch Einweghandschuhe. Und Geschenkt. noch dazu für den Mann von Welt den Bartkamm dazu. Vegan hergestellt. Ja, genau. Genau so. Ja, und das Ganze eben jetzt, das wäre tatsächlich der Preis von 17.385.267 und 80 Cent. Aber heute in den nächsten 3 Stunden, also seid schnell, gibt's das Ganze um 12,90 Euro. So. Und schnell sein, limitiert auf 100 Stück. Und hier unten sehen Sie in der rechten Ecke bereits. Es sind nur mehr 70 Stück vorhanden. Nein, ich habe schon übersehen, nur mehr 50. Das wird eng. Na gut, WD40, das geht für alles. Genau, bravo Christoph Acker. Jawohl, Ballistol geht- der Ballistol geht auf im Bord, geht super. Der Limonenmann vertreibt auch Öl. Ja, Die Dupletterpfanne, aber- genau, aber- der Ludwigshaus. Aber für die Menschen. Kettenfett, richtig, Schellack, genau, ja, dann kommen die Ideen. Aber, ich mein, aber das war schon wieder fast schon, das sind Sachen, die du wirklich verkaufen. Ne? Ich mein,
Ein Schellack, nicht? Für die Schellack-Politur. Na gut, ja. Also pass auf. Jetzt wird bald verboten, der Schellack. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut, es wird eine Chance einfallen. Da sind wir entspannt. Rudi Korbis hat gewünscht. Ganze Fasserl, Er braucht kein ganzes Das ist Fasserl. dann nicht, aber Machen wir. Ich bin ein Hammertanz und bräut nix auf am Pflanz. Meine große Leidenschaft gilt nur dem Rebensaft. Und ich ein Glasl Wein fällt mir kaum Sinne. Das wird manche Tag ganz friedlich so. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Gut muss heut das Tripfel sein und das mal ist mein Durst. Ich brauch nicht 3-4 Liter genug, da geh ich ein mit. Mein Wasser nur lasst's mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mein Wasser nur lasst's mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ich hab das ausprobiert, hab ziemlich lang studiert. Ich brauch den Wein zumeist, ja, nur als Arbeitsgeist. Den kommt er sicher in mir, auch viel Wein spielen. Hebt sich eine am Ohr, drum hört's mir zu. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gottung ist mir wurscht. Nur gut muss heut das Tripfel sein und das mal ist mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich ein Ritt. Mein Wasser nur lasst's mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mein Wasser nur lasst's mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. ja, ui, ich brauche Kein ganzes Fass. Schon lange nicht gespielt, aber sofort wieder erkannt. Ja. Gute Idee, Rudi, danke dir. Schau, wer da ist, die Mama ihm ist da. Tanzen wir ist nicht, da? wir tanzen nicht. Nein, wir tanzen. Ja, Dann spielen nein. wir's. Wir haben mit Mama eben haben einen Namen abgesprochen. Ich, sag, ich wollte ja nicht, dass mein Namen tanzt. Das war ein anderer, der die Idee gehabt hat. Und ich gesagt, na, was hast denn du wollen? Ich gesagt, Princess of Dawn hat dir so gut gefallen. Ne? Also, unsere Princess of Dawn. Passt. Was Seit heute ja. was heißt Dawn? Der Sonnenuntergang, oder? Also, Dämmerung. Dämmerung, ja. Die Abenddämmerung ist Dawn, ne? Oder? Also statt der Götterdämmerung Statt der haben wir die Abenddämmerung. Machen wir eben The Princess of Dawn. Götterdämmerung. War gestern dabei, hat uns sehr gefallen. Ja, Ist da. ganz kurz zwar nur, aber schön. Dafür der Zauner hat er was super geleistet. Das muss man erzählen, die Geschichte. Unser lieber Philharmoniker. Muss man erzählen. Das muss man wirklich erzählen. Kommt erstens schon ein bisschen später, nicht? Weil er schon Vormittag schon einen Diensteinsatz gehabt hat. Staatsoper, Staatsoper, Einsatz gehabt, Einsatz, ja. anständig wie ist. Ganz brav. Und dann haben sie Nachmittag angefangen an Wagner. War gestern, nicht? Und er hat einen Einsatz gehabt von ein paar Minuten. Tristan und Isolde. Tristan und Isolde war Genau gestern, ja. so. Und 3 mit Chinön-Schäbern quasi. Verabschiedet sich vom Stippert bei uns. Begibt sich in die Oper. Ist aber nach 30 Minuten schon wieder da. Man muss aber schon dazu sagen, im Vorfeld schon, er hat sich verabschiedet, allerdings nur für kurz. Also er hat Nur für gesagt, kurz. ich komme gleich wieder. Seid in einer Stunde noch da. Nicht? Ich komme gleich wieder. Ja, war aber viel schneller wieder da. Ein lieber Kollege hat nämlich den Part übernommen von ihm. Er hätte also umsonst eigentlich reingefallen. Der Kollege hat sich vertan. Der Kollege hat sich vertan und war War da. dort und ist dort drauf gekommen, dass er eigentlich gar nicht Dienst hat. Allerdings, er war schon im Frack. Er war schon umgezogen. Hat der Sebastian das gemacht? Richtig. Und der Finn hat der Zahner gesagt, du, wenn du schon umgezogen bist, dann machst du gleich. Ich fahr gleich wieder. Super, großartig. Gefällt mir. Könnte von mir sein sowas. Absolut. Und also war wirklich noch kurz weg. Also für uns war es so, wie wenn er halt kurz oder halt länger am Klo war.
Oder eine Runde am Kirchtag gemacht Ja, und wieder so. ja, das war wieder da gleich. Nicht? Also ist uns quasi nicht einmal angegangen in der Zwischenzeit. Richtig. Nicht? Also, weil wir gedacht haben, ja, da geht und kommt gleich wieder. Nicht? Also, und so war's. Und er war bis zum Schluss dabei. Und ich bin bis zum absoluten Ende. Bis zum absoluten Ende. Er hat sogar mein Taxi genommen. Dann hat er der Taxi wieder rausgehauen. Weil ich bei Uber habe ich den geordert. Und der kommt zu mir und der heißt auch Klaus. Und der Tag sagt, was denn, wie Klaus? beim Uber? Klaus? Und der Tag, ja, wieder klar. Da habe ich gedacht, woher weißt du denn meinen Namen? Und da hat er gesagt, na, ich fahre nach Floris. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, ich sehe du. Ja, aber der Klaus, ja, ich bin der Klaus. Ich hasse auch Klaus. Super, großartig. Und ich habe vorhin schon gewunken, Alter, du kannst nicht mein Uber fladern, das geht ja nicht. Dann hat er gesagt, Klaus Floridsdorf, sag ich, ja, das bin ich, jetzt an mir So da. hat er sicher nicht gesagt. Bin ich. Na. Der Munkelein war ja dabei, da reisen wir ja zusammen. Was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Nein, es war wirklich sehr, sehr leibend, sehr gemütlich. Eine schöne Zeit. Musik gemacht, gutes Publikum, wirklich einen Spaß gemacht, alles leibend. Und natürlich dann privat auch einen Spaß gemacht. Also was willst du mehr? Was willst du mehr? Ja, Es hat uns, willst du mehr? zwar mehr Geld gekostet als die Gage. Die Gage war was macht nichts. Aber Das gehört auch einmal dazu. ist es so. Wobei natürlich, muss ich auch sagen, beim Stippert habe ich gar nichts gezahlt, weil da hat ja, ich glaube, fast nur der Fresel eingeladen. Fresel, ganz Ingenieur. Nicht? Der Zahner kann sich ein paar Mal was an, da habe ich die Ehre. Nicht? Also gerade dass wir halt einmal zahlen am Tiefen, das war halt die höchste Rechnung. Das war natürlich die Das war wohl gefressen und gesoffen. Nicht? Das war natürlich, muss man auch sagen. Aber passt. Nein, warte, ich baue das gerade auf aus einem bestimmten Grund, weil deswegen blende ich hier ein. Die Bitte, wir brauchen nicht ein Schmattes wie die Musik, wir brauchen wieder Geld, weil wir alles gestern ausgeben. Du gehst ja wieder verfressen und versoffen. Ja, nicht einmal wir. Nicht? Die anderen alle, das ist ein Wahnsinn. Schön. Wahnsinn. Also danke ich Chef eigentlich ein Schmattes. Deswegen spielen wir jetzt mal wieder instrumental. Das ist ein Patrick, Ja, mach mal einen Taschler. Moment Taschler. Bitte schön beim Taschler von Patrick Rutger. Warte, dann nehme ich vorhin einen Schluck. Du bist du Der ist schwächst gut. ein bisschen heute. Ich schwächle, ja. Der ist auch noch süß, aber der hat mit ein bisschen einen Dampf schon dahinter. Ja, aber mehr noch soft, ja. Gut. Aber ich spüre ihn schon.
Absolut leibend. Ich danke dir. Absolut leibend. Finde ich super Nummer, nach wie vor. Und schaut, Markus Bresonik spricht mir aus der Seele, weil er sagt, die Nummer ist so leibend, je öfter ich die höre, desto mehr Nuancen entdeckt man und sie erzählt auch eine Geschichte. Ja, genau. Absolut. Ja. Und so geht es mir zum Beispiel beim Spielen auch. Gut, da fällt mir Schön. noch was Neues ein. Nicht? Also, das ist Umschreibung für, wenn da entfällt, wie es geht. Nicht? Aber nein, aber heute bin ich bei dem einen, da war ich 2 Takte voraus. Voraus ist, Also ja. habe ich auslassen eigentlich. Da habe ich gedacht, nein, da kommen wir nicht mehr zusammen. Da muss man sich selber mal treu sein und sagen, du, pass auf, wart bis wir wieder tut, wo wir wieder hingehen. da. Gut, was wenn das aber gleichzeitig passiert, beide 2 Takte. Das war- das das war- ist leibend, was? das Ist ist schon schon passiert, sicher. haben wir schon Ja, gemacht. aber das kannst du nicht mehr rekonstruieren. Aber Da das weißt du so noch. lachen müssen. Ja. Schau, Spaziergang. Wenn du jetzt noch die Tätern spielst, ist die ganz laut perfekt. Ja, die Tätern sollen wir machen. Das wollen wir machen, ja. Ja, machen. Ich brauche nur eine Pause dazwischen. Für die Stimmen, was? Es ist furchtbar. Das ist halt furchtbar. Es ist eh nicht leid. Und wie gesagt, es ist eigentlich arg, wenn man zum Glück ja wirklich nicht, also es war wirklich keiner wirklich angesoffen. Es war wirklich Nein, keiner nein. angesoffen. Also wo du sagst, angesoffen. Also, nein, es waren sehr gut drauf, schon gut natürlich schon, aber trotzdem mal gespielt. Jetzt wir sind nicht immer mehr so viel. Super, sehr schön, Klaus, sagt der Josef Tatl. Ich danke dir. Pepe, jawohl, der Pepe. Ja, da fass ich auf, gehen wir gleich. Keine Müdigkeit vortäuschen. Die ist aber nicht vortäuscht. Ich wollte gerade sagen, ich täusche überhaupt nichts für. Ich freue mich schon wohl aufs Fahren. Müdigkeit Das ist wird das. Wirklich. Da rennt wieder alles rund nachher. Nein, ich wünsche dir alles Gute. Wichtig ist, morgen am Abend sind wir beim Vollgaslober. Das ist aber privat. Spielen wir bei einer Privatgeburtstagsfeier. Geburtstagsfeier privat, ja. Da haben wir schon öfters gespielt. Das ist die Familie, ganz liebe Leute. Neustift. Vollgaslober ist auch wirklich einer dieser riesengroßen Heurige, die ich eigentlich mag. Also, Die mag ich. der ist, die haben die Qualität das passt. Leibwand. Wein- Und Wein ist Wein super. super. Wein ist sowieso gut. Auch Essen, also Essenstechnisch, ich habe dort eins der besten Spanferkel meines Lebens gegessen. in der Tat. Ich habe schon oft haben sie wo gegessen. in der Tat. Also das Zum Beispiel nur so. Nein, sonst auch Buffet. Also Essen dort immer. Also ich kenne Buffet dort kenne ich eigentlich gar nicht. Ich Das habe kenn nie ich was gegessen. Ich habe immer nur bei Veranstaltungen. Bei wo wir Veranstaltungen gespielt haben. gespielt haben, ja. Aber gut, der Vollgasl, Huber Wein ist ja ohnehin Und ich ist halt ein sehr guter immer Wein. schon Jahrzehnte, aber immer schon. Das ist Immer schon ein guter immer Wein schon. gewesen. Und Ich meine, die Familie gibt es auch ein paar hundert Jahre. Ich meine, das ja. ist. Ja. ist ja, also die wirklich Wolfs. noch, ist ja auch noch die Und echte, die- also es sind ja, ja wirklich also noch das- die, das sind so- die Kinder, Die Kinder, Kinder, nicht? Kinder, Also die Enkel, dann- und alle schon nicht jetzt dabei. Nicht, weil der Thomas, glaube ich, nicht. Der Thomas, der Sohn von der Gerti, Ist, Das ist wie der alt Botti, ist der? ne? Ist quasi der Kellermeister, ne? da muss so über 30 ist er schon, Mitte 30 sein. Ist er doch schon. Ist Ja, er über doch schon. 30 ist er schon, ja. Aber Vor ja. 10 Jahren jünger ist Ja, es sowas ja. ungefähr, ja. Aber das ist quasi der Kellermeister. Also wirklich, das ist wirklich in Familienhand. Und eben, obwohl ein großer Betrieb, 3-Jährige, 4, also 3-Jährige und noch irgendein Lokal, glaube ich, ne? Der eigene, das Ja, Pfiff gehört in Neustift noch dazu. Genau, also es sind ein paar Lokale. Und Also dann die Sissi hat in der Roterstraße Genau, noch richtig. und daneben das Hotel Genau. und das Restaurant noch. genau. Also es sind ein Also, paar. Es sind ein paar. Schon eine Dynastie, kannst du sagen. Ja. Ja, aber obwohl ihm relativ groß, wirklich absolut leibend. Ja. Man sieht da, tut auch wirklich Wiener. Muss man auch sagen. Ja, ist so, ja. Also nebst War Bussen immer oder so, sonst ja. was hast du dort wirklich viele Stammgäste aus Wien auch. Also absolut leibend, ja. Da sind wir morgen, freuen wir uns, gemütliche Runde. Nicht zu lang. ist auch nicht schlecht. Morgen bin ich aber vorne beim Zahnarzt. 9:30 Uhr, glaube ich, oder Also wie weit 9:45 vorher, Uhr ja. muss ich zum Zahnarzt. Die Leute freuen sich. Na gut, fass auf, fass Ja, auf. ich bin eh schon. Was ist der Peter Bayerischer geht auch. Dann können wir noch mit der Steirischen machen. Ja genau, da spazieren Sie mit der Steirischen. Wunderschöne Lieder, heute höre ich sehr gerne zu. Susanne Mose, Dankeschön. Dankeschön.
Johann Schrammel. Jawohl. Steht Jawohl. einem Strauß oder Land an nichts noch. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wenn da Keinen Strauß drunter steht, Die T-Tanzen schon. ah, Markus persönlich schon. Ganz laut. muss da mal einfallen, sowas. Jawohl. Die Achtelvereine, Danke euch. Danke, Doppel-Emoji gibt es leider keine. Ja? Das ist wirklich. Ich weiß aber nicht, wo man das da. Es gibt da keine Weinflaschen. Nein? Es gibt nur die Sektflasche, Sektflasche Flopper, ja. aber Ja, das ist alles wieder ein kulturloses Volk da außerhalb von Wien. Ui, was redet gleich werden wir gesperrt, gleich werden wir gesperrt. Geh, Pass auf. geh, hauen wir noch mal rein, da so Wasser, bitte. Ja. Gerne, ja. Und dann noch mal einen Sturm Ja, auch. gerne. Bravo Patrick, sagt der Spitzengang Rudi Korbis, hat die Achtleine wunderschön, Peter Prachtl. Der Michael Lung hat die Achtleine, Karin Albertine, Priester, ein kleiner Stromer, der Bernd Ruf, überall kriegst du Achteln. Danke euch recht herzlich. Ey, Danke, danke. Tiroler Burmpolka. Ja, weiß ich nicht. Oh, ja. Wir sind ja keine Tiroler. Nicht? Ja, eben, ja. Achso, ja, was ich muss ausdenken. Sagt er mal, was ist, was ist. Ich mache mich schon bereit, nicht? Ich war vom Chat aufgehalten. Chatler. Warum heißt es T-Tanz? T-Tanz? Das sind T-Tour sind. Ganz einfach in dem Fall. Und weil scheinbar die. Das war Die damals Brüder auch so schauen. üblich in der Wiener Ja. Musik. Es gibt die S-Tanz, es gibt die A-Moll-Tänze, die H-Moll-Tänze. Ja, ja. Aber es liegt, halt E-Dur-Tanz. liegt schon ganz stark daran, dass einfach, ich sage jetzt einmal, die Schrammeln ganz bestimmt herausragend großartige Musiker und Komponisten waren, aber halt sonst nicht sehr kreativ. Nicht? Also, weil die Lieder, was einen Titel haben, haben wir alle einen Text, den ein anderer geschrieben Wobei hat. bei die Märsche so Kunst und Natur zum Beispiel ist ein Ja, schöner Titel auch, nicht? das, So. ja. Nicht, das hat dann aber sicher einer eingesagt. Aber für andere Sachen dann so Tröstlermarsch oder so, das sind ja die Namen, nicht? So wie, Ja. wie Taschler, Genau. beim Taschler dafür ein Glas. Ja, oder so. und in Glas ist einer, ne? In Glas ist einer. Das ist Ja. Echt, eines Tages steht in Otterkring auch so ein Denkmal aus Bronze für euch. Na, aus Bronze braucht es nicht sein. Anstanz gibt es auch, das war leibend. der Arschtanz, ja. Ja, digital wird man nicht besoffen, richtig. In Otterkring, ich glaube nicht, dass in Otterkring, ja, da müssen wir schon lang gestorben sein, aber da müssen schon, 100 Jahre. das dauert dann nochmal lang nachher, bis dann draufkommen. Da hat es zwar gegeben in Otterkring, zu Lebzeiten, naja, da war es wurscht, aber jetzt haben wir ja noch gedenkt, die können Du sie nicht so schier reden, wir spielen ja am Unterkringer Kirchtag. Ja, aber es ist natürlich, man muss schon Jedes Jahr. ehrlich sagen, man muss nach wie vor ehrlich sagen, Aber allein die Behandlung vom Wienerlied in dieser Stadt ist, in der Stadt ist eigentlich wirklich unter jeder verwerflich. Sau. Nicht? Ist verwerflich, Das ist ja so. muss man sagen.
Das wird in jeder Stadt, in jedem Land, wo es eine eigene Musik gibt, wird das wirklich, da muss es ja nicht, was weiß ich, wie super fördern, aber einfach ja, hochgehalten. Da wird das, da kennen das die Jungen und alles. Also, und bei uns ist das wirklich so eine versteckte Nische, das mich immer wieder überrascht. Ja. Wo man echt denkt, das ist ja nicht, wie geht das? Und das muss man schon sagen. Und wenn dann natürlich einer kommt, und ja, und Gott sei Dank, die 2 Vertreter von Wien, kommen ja immer mehr, denke ich mir, Alter, heuchel nicht. Also gerade wenn er, muss man sagen, ein Politiker ist. Ne? Tu mir nicht anheucheln, geh mir nicht am Arsch, tu mir nicht schmeicheln. Du nicht schmeicheln und lügen. Ich dabei. sag Das ist so nicht wichtig clever. fürs Wienerli, sage ich Arschloch. Also, Entschuldigung, das sage ich nicht natürlich. Ne? Denke mir, aber geh mir nicht am Zager. Was heißt, wir sind wichtig fürs Wienerli? Dann sagt es mir was. Ich meine, ist nicht, so, nicht im Sinne, ich brauche kein Geld, ist nicht, weil wir wichtig fürs Wienerli sind. Aber schafft es doch die Infrastruktur für Musiker, damit das Wienerlied gemacht wird. Schafft es das Wienerlied für die Leute, dass die das mitkriegen, die Kinder, die Jugendlichen, dass da was reingeht. Das müssen wir machen. Rundfunk, ja, zum Beispiel. Ja. Spaziergang. Der Rundfunk ist schuld. Ich will es gar nicht sagen, schuld, sondern die Schuld ist die Gesellschaft. Schuld sind, weißt du was, man kann das so strenger nehmen. Schuld sind immer die Eltern. Schuld Ja, das sind stimmt immer schon. die Eltern. Stimmt, Egal ja. was ist, weil die Eltern haben aus den Kindern das gemacht, was sie sind. Und wenn die Kinder darauf pfeifen, dann haben sie scheinbar von den Eltern das nicht mitgekriegt. Muss man immer so sagen. Ja. Und dann pfeift aber auch der Rundfunk die Zeit. Also, aber wir brauchen ja nicht schauen, wer Nein, zuerst das schuld ist- Aber manche Dinge ärgern mich dann schon auch oft beim Auftritt. Man plaudert oft mit Leuten und dann sagt, ja, es stirbt alles aus, kein Wienerlied mehr, mehr wo, und das ist ja furchtbar. Dann sitzen sie im Publikum und das sind die am lautesten reden. Ja. Und sie unterhalten, während die dann spürt oder was. Da fahre ich, mache mir dann schon eine. Ne? Ja. Denk mir, was haben wir zuerst gerade geredet? Du kannst jetzt die Goschen nicht halten die ganze Zeit. Da ist endlich eine Musik da und du unterhältst die einfach. Das ist ja auch schon Ja, ehrlich. das ist muss die ich ehrlich Gesellschaft. sagen. Ist die Gesellschaft. Und das Das ist ist dann so, das Also ärgert drum- einen und dann ich- schon manchmal. ja. Mich ärgert nicht viel, bald, aber manche Dinge dann schon auch. Nicht? Und es ist halt. Das kommt mir dann unnötig vor. Und Ja, nee, Hört ja, sich die Blöd auf, ja, ne? ja, eh nicht. nicht Aber, wahr? ja, das sind dann die Sachen, wo man dann sagt, heute kriegen wir keine Gage, heute kriegen wir Schmerzen. Schmerzensgeld, ja. Nein, aber es ist in den Das ist also in nicht vielen Fällen ist es ja so, dass man genau das Gegenteil erleben. Genau im Gegenteil, genau. Wo man sagt, dass da Leute, die haben mit dem gar nichts zu tun und Aber lernen gerade ältere kennen. Leute sind das oft nicht. Ja, Schaut, nein, das ist immer wieder einmal, ja. Aber es Das ist ist schon eben, angesprochen. Aber. nein, absolut, aber es ist eben, was ich meine, es ist glaube ich nicht, da gibt es keine Schuldfrage, wer steht. Nein, überhaupt Sondern die nicht. Gesellschaft hat sich so entwickelt und gerade halt in Österreich leben wir halt in einer Gesellschaft, wo man sagt, alles was irgendwie mit einem gewissen Stolz zu tun hat, der mit Heimat gar zu tun hat, na, das ist ja ganz Heimat ist was verwerflich. Schönes, ja. Und das ist halt, da sind sie halt irgendwie alle ein bisschen Ding. Aber wie gesagt, das ist eben, ich weiß nicht gar nicht, wie wir auf das gekommen sind. Von da, Also wegen einem Bronzedenkmal, ja, wegen einem Bronzedenkmal, Bronzedenkmal. Also wie gesagt, das weiß ich nicht, ob da irgendwann mal ein Denkmal steht. Sicher nicht zu Lebzeiten, weil wir können froh sein, wenn sie es überhaupt noch checken, was es ist. Und es ist wirklich ein Trauerspiel, dass wir in dieser Millionenstadt, in dieser Großstadt, in dieser europäischen Weltstadt Wien, dass wir wirklich zu den 5 anderen Partien kehren. 5, wann überhaupt. was überhaupt, ja. Dennoch wirklich das klassische Wienerlied spielen, das ist unglaublich. Ja, geschäftlich leibend, aber es ist ja im Internet, wir sind ja quasi die Einzigen, die da irgendwo unterwegs sind. Ne? Aber mir Ja, wird schon werden. Odig, das gefällt mir wieder. Nicht? Im Burmans Mitgabsliebe ist nicht das Gleiche. Jawohl. Ludwig Saus, das gefällt mir. Gefällt mir super. Ja, das ist wirklich wahr. Aber zeichnet das Wienerlied nicht auch aus, dass es eine Unterhaltungsmusik ist? Naja, Sushi Masake, es ist. Unterhaltungsmusik, ja, zum Unterhalten, aber nicht, dass man nebenbei redet. Ja, Unterhaltungsmusik, ja, aber sicher, na klar. Aber das heißt, Unterhaltungsmusik heißt, dass ich unterhalten werde durch die Musik. Und nicht, dass ich mich unterhalte, während ich die Musik spiele. Ja. Ne? Das ist, Aber da kann es ja jede Musik. Kann ja jede Und Musik, das ist oft missverstanden. Ja? Also es ist keine Musik ist gedacht als Unterhaltungsmusik im Sinne von im Hintergrund, es sei denn eben, ja, man spielt es halt im Hintergrund. Das sind ja mir erst gewöhnt, das hat ja stark angefangen in Wahrheit mit den Tonträgern. Früher ist man nicht auf die Idee gekommen, weil da hat einer musiziert und hat man mitgesungen oder zugehört. Ja. Das war so. Und das war ganz früher auch am Hof oder irgendwo. Da war das schon eine Hintergrundmusik, allerdings da ist auch nicht plaudert worden. Nicht? Das war also beim Essen, nicht? Zum Beispiel an der Genau. Tafel.
War die Schrammeln gehabt, die sind ja hinterm Vorhang, also da hat man sie nicht einmal gesehen. Bravo gespielt, ja genau. Hinterm Vorhang sind sie gesessen und haben ja ein Ding aber gespielt, das war quasi die Untermalung für die Tafel, für die Festtafel am kaiserlichen Hof. Das hat es dann schon gegeben, ja, aber das war eben ganz selten, aber so jetzt irgendwo, dann war es eine Tanzmusik oder eine Musik, Ja, genau. mit der man mitgesungen hat oder zugeguckt hat. Das war das Wesen von Musik, weil ja, da hat es ja nicht Musik einfach so gegeben. Da hast du entweder selber was spielen können und ein Instrument gehabt, ich meine, das hat sich nicht jeder so leisten können, oder du hast es halt wo gehört. Also da war aber einer, der es halt kennen hat. Da hast du nicht, so wie heute bist du halt gesehen, sagt, das ist ja wurscht, hol ich mir es auf Spotify an. Ja, richtig, genau. Oder auf der Platten oder CD. Genau. Du bist, heute ist Musik kann flexibel werden. ist ja alles, man kann ja alles konsumieren, wenn man will. Tue ich ja selber, das ist ja... Ja klar, Na, sicher. aber das Angebot der Musik. Ich bin größer. einer, der zum Beispiel das manchmal ganz Früher war das gerne was im Hintergrund. Besonderes. Ja, Weil es gab ja keine Tonträger da hast du nicht gehabt. noch. Ne? Ja. Und dann waren es sehr teuer, wenn es was gegeben hat. Und die Qualität war natürlich auch noch nicht so schneller gewesen. Ja, das war ja, Und so weiter. Ne? Das ist ja alles, das alles war ja die schon mal letzten Neuzeit. Ja. Das ist ja alles erst so die letzten 100 Jahre eigentlich mit dem Vinyl eigentlich dann so gekommen. Ne? Ja. Dass man sich das auch leisten konnte dann Ja. irgendwann. Die Ja, Breite- aber wie gesagt, das war dann die Neuzeit. Nicht? Die War das. Neuzeit, Aber, ja. aber, Ab der aber 30er, ja. Musik an sich, ich bin auch einer, der manchmal ganz gern wirklich im Hintergrund, also der hat dann Radio Superfly oder was, nicht? Ja, Oder ja. wo der da Musik rein hat. Nicht oft, aber das habe ich auch manchmal. Ich denke mir auch, naja, das hätte es früher nicht gegeben. Ne? Aber das ist ja die Gesellschaft. Und heute ist man so gesättigt, dann sagt man, ja, Musik gibt es ja überall. Ne? Und sagt, naja, da geht es am Heirigen, da spielt die Schame, das Leihwand, da ist ein bisschen Hintergrundmusik, weil eine romantische Geschichte, dann halten wir ein paar Achteln rein, dann spüre ich schon ein bisschen, na, finde ich super, und geil, haben wir so, wie super das war. Dass aber jetzt da die Leute dafür gekakelt haben, wie die Bösen, also vom Winzer über den Wirten angefangen, die ganzen, und eben auch die Musiker, und sagst im Endeffekt, weiß der gar nichts mehr von dem Abend. Nicht? Ja. Das weiß vielleicht, wie der Wein geschmeckt hat oder das Schniesel. Und so im Hintergrund haben die Schramme gespielt. Und dann sagst du, na, was haben sie denn gespielt? Sagt er, was der? Eine Wiener Musik halt. Ne? Ja, aber welche Lieder haben sie denn gespielt? Dann steigst du schon aus. Ne? Und sagst, dann ist es natürlich schade und erst recht, wenn natürlich scheinbar auf der ganzen Welt nur mehr 10 10 Leute Leute sind, existieren, die das überhaupt noch spielen. Muss man echt sagen. Und weil ich glaube, die Susanne Moos hat das vorher geschrieben, da, solange es euch gibt, steht das Wiener Lied nicht aus. Ja, aber jetzt stell dir vor, ich mein, jetzt, wir sind nicht die wichtigsten, die heiligsten, überhaupt das meine ich jetzt nicht, aber stell dir vor, uns passiert was, wir können nicht mehr spielen. Dann sage ich da, ist das Wiener Lied nicht ausgestorben. Das sicher nicht. Das kommt immer wieder. Aber, Aha. aber Es fehlt ein großer Teil. Nein, Es also, fehlt ein großer nein, Teil. Ein großes Eck. das ist dann quasi wirklich, dann ist es wirklich, also Ärger wie Jazz im absoluten. Also die echte Musik, irgendwelche gibt es immer, die Wiener Lieder spielen. Aber ich meine, jetzt die jetzt im traditionellen Sinne Wiener Musik machen. Ne? Also das ist schon eine Tragik. Das muss ich echt sagen. Ja, statt der Musik, genau, spazieren, waren wir mal. Die Wiener Gemütlichkeit beim Hörigen zum Plaudern und Genießen mit musikalischer Untermalung. Ja, das, Sushima sagt, das war aber, das ist in einem wie gesagt, das ist in einem Moser-Film. Nicht? Die musikalische Untermalung, ja, kannst du Platten auflegen. Da brauchst du keine Live-Musik. Das ist halt, das ist halt, so, ja. ich weiß, was du meinst, Ja, natürlich, schon, wenn du ja, so ja. sitzt und so, war schon lernen, aber das spielt wohl irgendwo eine Schallplatte. Also, Das so dudelt irgendwas, überall was. ja. Mozart hat auch oft für die Nobligen kein Geld bekommen, sondern zum Beispiel Schmuck, Ringe, Schnupftabakdosen. Naja, das war leibend, ja. Vor morgen nach Tirol, kurz mal noch spielen die Leute uns wenig Geld. Nein, Rudi, das bocke ich Das stimmlich ist nicht. heute stimmlich nichts. Das bocke ich stimmlich nicht, das weiß ich. Schaut, Herr Fritzl, ich höre euch immer mit Andacht zu, bravo Fritzl. Du, ich meine, das ist auch gar nicht so einfordernd, was Nein, der, dass gar man, nicht. das ist ein Wort, der Künstler tritt auf, sondern das ist einfach der Wert der Musik, den muss man wieder ein bisschen erkennen. Und das ist beim Heirigen natürlich auch so bei uns. Es ist ja nicht immer mucksmäuschen still und alles, sondern es wird halt dann, aber im Großen und Ganzen sind Leute aufmerksam und nehmen diese Musik mit, weil du ja nichts hast. Die Musik, was du im Hintergrund hast, Genau. als Berieselung, das ist ja schade um die Musik. Nicht? Also so wie jetzt zum Beispiel bei den D-Tanz, wo viele von euch Hans die Achtel rein und dann, was ist so, der Spaziergang und auch der Markus Prestronik, der Gansel hat.
Naja, aber das hast du ja als Hintergrundmusik. Nein, das kann gar nicht entstehen. Im Hintergrund, da spielt und da denkst du, das sind Mörderkompositionen, das ist im Hintergrund. Das ist halt schade drum, nicht? Aber natürlich kann das schon sein, also wenn wir spielen bei einem Geburtstag, wo bei einem Festel, da kommen die Leute, um sich zu unterhalten, naja, da ist man sich bewusst, das ist ein Hintergrund. Aber wenn ich weiß, das ist ein Konzertauftritt da beim Heurigen, beim Taschler, wenn die 16er Buben sind, vor allem die Leute wollen ja wirklich die Großteil suchen. Wenn dann einer dabei ist, der da nur permanent reinquatscht, ist das einfach störend, auch für die anderen. Ne? Ja, das ist eine Rücksichtslosigkeit. Ja, Spaziergang, genau, ja, zum Schwiegervater in Roderskol, da sind sie gekommen aus Deutschland. Ja, das war früher so. Der Peter Pachtel spielt mal in einer Bar Piano, die einzige Aufmerksamkeit bekommt, wenn man kurz austreten geht. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, weil es auf einmal ruhig ist. Ja, fällst du noch auf, was du eine Rauchpause machst und dann fällst du die an. Machst nur eine Pause. Eine Jazzmusik und einem Raderskeller Wiener Musik gebracht, ja, wohl lässig. Das Wiener Lied stimmt wie der Blues nicht, ja, sicher auch. Also da machen wir keine Sorgen. Aber da kannst du sicher sein, dass wenn wir jetzt auf einmal weg waren, dann hat sich die traditionelle Wiener Musik halbiert in Wien. Muss ich, also das ohne jetzt besonderer Dreistigkeit und selbst es ist ja so. Es spielt, wir gehen mit zwei Händen aus, wo so traditionelle Musiker in Wien sind. Und wenn du das nimmst, ja. Und ich war TikTok. TikTok wird umfallen um eine unglaubliche Bereicherung. Ja, es gibt ein Lied zum Thema. Gepepperl Blauschnitt, genau, ja. So, Gepepperl Blauschnitt, siehst du nicht wo. Solange alles wir sind, ist noch kein Gefahr. Und bis uns eine legen in die Ruhe, singen schon wieder unsere Buben. Ja. Berieselung wie beim Chinesen. Nö, Reinhard May ist ein Lied darüber. Ja, jetzt zum Beispiel, keiner kam auf die Idee an Reinhard May. Da sagst du, ich muss im Hintergrund den Reinhard May, den Ludwig Kirsch. Ja, und dann kannst du den Wecker. Ja, da kann man sich auf die Lieder machen, da muss ich die Lieder anhören. Ne? Sogar da schon. Ne? Ja, genau. Ja. Also es ist, aber wie gesagt, man darf da niemandem einen Vorwurf machen, sondern es ist einfach, die Gesellschaft hat sich so entwickelt. Auch jetzt wertfrei, das ist ja so, weil eben natürlich Musik zugänglich wurde. Ja, einfach auf in jeder Möglichkeit, überall, du kannst immer und überall Musik hören. Es ist nichts Besonderes. Live-Musik dann schon ein bisschen mehr, nicht? Und das merkst du dann schon, wie manche das einfach dann schätzen. Und das auch sagen, ne? Man sagt, da schau her, Live-Musik ohne Verstärker. Und Kinder, nicht? Wie Kinder reagieren. Wenn dann siehst, das ist kein Verstärker, das ist kein Strom, das ist nicht ganz angesteckt, das Ding. Und da kommt auch Musik raus und das ist Wahnsinn. Ne? Also das ist schon was Tolles. Und dann, das muss man halt erhalten. Schau, so sind die Moser. Darum ist es für mich so schön, dass ich euch entdeckt habe. Ich danke dir schön. Ja. Ich spiele oft Barbian und zwar gerne, viele hören nicht genau zu, aber um die paar Leute, die nachher sagen, schön, was es macht. Ja, das stimmt, ja. Und wie man, wenn man so im Hintergrund spielen, wo, also bei Geburtstagen habt, bei Festeln, ne, ist das eine andere Geschichte. Ja. Denke mal, ja, die kommen ja nicht zu einem Konzert, die Leute kommen ja zu einem Fest. Und der Organisator, der Veranstalter, wer auch immer, der hat ihm gesagt, ich will da Wienerlieder hören, ne? Oder Home. Das ist was anderes, aber beim Konzert ist das. Leider ist das Angebot an Wienerlieder im Netz sehr beschränkt. Die alten Tanz bekommen nicht mehr sehr gespielt. Geht noch. Ja. Dann habe ich die Ehre. Rudi Korbes. Hoppala, Rudi, was hat er? Dein Beitrag, den kann ich so nicht rekonstruieren. Ja, das ist Wahnsinn. Na gut. Alter Werner Marsch. Alter Werner Marsch, Warte. Du bist gleich immer so zügig. Da habe ich schon lange nicht gespielt, gell? Ich habe schon lange nicht gespielt, ja. Kurz einmal mich sammeln müssen jetzt, ja. Gehen wir es an. In A, gell? A. Okay, kannst du jetzt nochmal anfangen, so wie du das normal bis gehört. Ja, ich weiß auch nicht. Warte. Wie fängt der? Deppert. Nein, du singst, was du spielst, aber... Ja,
Ja, das ist das, was du spielst. Na, so geht er nämlich, genau. Da. Nein, so ist der noch Laptop noch nicht gegangen. Dam, da. Nein. Dam, es sind Schläge. Bam, dam, dam. Sicher? Ja, das ist also nur andere Akkorde. Wir haben es gleich. Haben Sie Das genau. ist Spitze. Nein. Jetzt fangen wir mal an, jetzt kriegst du es vielleicht hin. Verfahren. Das muss Ja, ich geübt weiß werden. nicht. Aber ja, jetzt kriegst du es hin. Jetzt weiß ich, was du angefangen Ich hast. weiß nicht. Oh ja, geht schon. Ich weiß es nicht. Du mir nicht die. Aber ja. Spül mir nachher. Du lässt mich ein. Naja, was heißt? Ihr lasst die eine? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Geht eh? Ich weiß den Anfang immer noch nicht. Ja, genau. Anfang, das Ich weiß den Anfang noch immer nicht. Sonst hast du das hast du mehr drauf. Aber ich glaube, du denkst in einem falschen Lied. Am Anfang. Glaube ich. Du suchst einen anderen. Okay. Einen anderen. Das waren nur Schläge. Schau, der Pepe geschlafen. Pepe geschlafen, gut nach. Wir werden uns auch bald zurückziehen. Pepe ist schon ganz aufgewacht, wie aus der Wanne steigen. Pepe geschlafen. Das schöne Schlag aus deinem Leben muss einen Stock höher sein. Na, bitteschön. Na, tut doch nicht weh, Patrick, tut doch nicht weh, Jesus. Ja. Was haben wir denn da alles? Wo bin ich? Ich bin mit da verrennt. Wird schon, Patrick, so spazieren? Nein, oder nicht? Ja, manchmal. Der Pepe ist schon ganz aufgeweicht. Manchmal ist es so, es fällt dann was nicht ein, aber im Großen und Ganzen. Wenn man da mal drin ist, geht's. Das ist immer so. Bei mir ist es ja oft so, dass man gar nicht einfällt, sondern dass ich gar nicht weiß, wie es geht. So wäre auch manchmal. Dann denke ich mir, na spielst du mal. Wird schon werden, denke ich mir ganz. Wird schon werden. Mit ein bisschen Kick hört nicht jeder. Und das so komme ich auch ganz gut weiter manchmal. Manchmal, aber nicht immer. Ja, aber es ist auf jeden Fall so,
weil wir vorher geredet haben vom Spielen, dass also für uns es eigentlich immer besser wird, immer leibender, auch mit dem Publikum, mit dem Zuhören, mit der Aufmerksamkeit, alles. Aber es ist eben, ja, wenn man es jetzt von offiziellen Stellen, öffentlichen Stellen betrachtet, manche sind ja wirklich bemüht, die sich denken, na, da gehört was gemacht und die anderen was, aber es ist halt alles eine halbherzige Geschichte in Wahrheit oder es bringt halt nichts, nicht, was gemacht wird. Kann man sagen, besser es wird was gemacht, was nichts bringt, als es wird nichts gemacht, aber ja, es ist halt manchmal, ja, das Live-Musik vom Feinsten, der Peter Brachtl, danke da schön. Was ich schlaf. Josef Tatl. Ja, der Christian Summerauer, jawohl, Mahlzeit. Einmalig. Einmalig. Die Seiten gern gewechselt. Das hört man, woran hört man das? Wenn eine Seite nicht mehr an Tonsche hält. Wenn der Ton nicht mehr ist, ja, wenn es so eiert, dann weiß man schon, jetzt können sie gewechselt. Ne? Aber das ist ja Hocken. Patrick hat so viel zu tun, wie sie das selber machen. Freunde, es gibt auch noch einiges Gutes zum Hören auf Radio Wiener Lied und mit Erich Zipp und Crazy Joe. Ja, mega muss man aber auch sagen, ist natürlich so eine alte Aufnahmen in erster Linie. Und ein paar neue. Wie gesagt, ist super, ich will es gar nicht schmälern und ganz im Gegenteil. Jetzt war ich erst der Patrick zum Interview dort, ist alles leibend, aber es ist natürlich alles. Wir reden von einer Millionenweltstadt und das sind alles Kleinigkeiten, die also dank privater Initiativen von einigen, so eben vom Erich Ziep, der Marion, wenn die zwei nicht sind, dann gibt es das alles. Da gibt es aber das ganze Radio Wiener Lied, den ganzen Verlag auch nicht mehr. Also das hängt genau an, das hat der Erich gemacht und fertig. Ne? Und das ist halt ja, ein bisschen schade, weil es eine Großstadt ist. Wenn man das jetzt da wegdenkt, diesen Großstadt-Hintergrund, dann muss man sagen, da gibt es eben einfach Leute, die sind da wirklich aktiv und die machen was und das ist eine super Geschichte. Aber wie gesagt, ich kann es nicht wegdenken, dass es eine Großstadt ist und dass von öffentlichen Stellen das so dermaßen nicht behandelt wird. Wir werden wenigstens nicht gestört im Großen und Ganzen. Das ist aber schon viel. Das ist schon viel. Ja. Die Agnes Parmesaner macht auch immer was, das wird als Konzert geführt. Ja, nein, es gibt schon ein paar, die was macht. Das wie gesagt, ist ja nicht so. Nur, eben wie gesagt, dann können wir zusammenzählen und dann auf wie viele Leute kommen. Und dann musst du jetzt wirklich die Traditionalisten hernehmen. Also die wirklich jetzt das Wiener Lied spielen. Nicht? Weil die Agnes ist eine Sängerin zum Beispiel. Also gut, ist eine Sängerin, die dudelt dann noch. Alles richtig, ja, aber die braucht aber auch zwei Musiker dazu. Also das ist, gut, und dann wird die Luft noch dünner. Ja? Und das ist eben das Problem. Ne? So, der Josef Tatl, bis Montag schön und gut. Jawohl. Die Schlügel gingen auch schon, die Schlügel gingen auch. Gute Nacht, meine Lieben. Verabschieden uns. Hat ein anstrengendes Wochenende am Keltenfest in Kärnten. Fernsehbericht sollte folgen. Gute Nacht, jawohl. Im Radio Wien spielt es auch kein Wiener Lied, Michael Unger. Das ist überhaupt. Ja, das ist überhaupt das Beste, eigentlich absurd fast, muss ich sagen. Also Thomas, die ist jetzt nicht mehr. Thomas, die Chefin, was weiß ich, halt vor 20 Jahren, die Chefin, die Radio Wien-Chefin hat damals auch noch wirklich das noch betont und gesagt, das ist ganz sicher, das können wir sicher sagen, auf Radio Wien wird es kein Wiener Lied geben. Weil die wollen eine Ö3 sein. Nicht? Ich denke mal, das ist der ORF. Ich meine, den Ö3 gibt es ja schon. Nicht? Wie deppert muss es sein. Wirklich, innerhalb vom ORF. Und da habe ich mir gedacht, wie blöd muss es sein. Da gibt es den Ö3, das ist der Marktführer. Der stärkste Sender, Pop, Mainstream, Pop, Rock und so weiter. Mhm. Na, dann hast du FM4, das war jetzt diese Alternativgeschichte. Ne? Dann hast du gehabt eben die Regionalsender, die könnten nämlich die Regionalmusik spielen. Ja. Wie der vom Staat zahlt, also sprich von uns. Die müssen das ja nicht machen für die Einschaltquoten, sondern die kriegen dafür zahlt. So könnte man meinen. Ja, genau so ist es. Und die sagen, ja, das hört sich keiner an, wenn man das da spielt. Ja, aber du bist der Radio Wien. Also das ist wurscht, ob sie das auch hört. Das hört sie wieder auch. Abgesehen davon. Radio Wien, das tut weh. Ja, na, das ist also vollkommen zu vergessen. Jetzt nicht die einzelnen Leute, ich weiß nicht, wie die Ding ist, aber das ist alles auch, wie gesagt, weißt du, es ist so, wir haben das halt dann irgendwann uns entschieden, wir
wir machen das in den sozialen Medien. Und wenn einer sagt, ja, das ist da höre ich das nicht, weil ich höre Radio Wien, sage ich selber schuld. Das ist nicht mein Problem, was du konsumierst. Die Masse konsumiert in den sozialen Medien. Genau so ist es. Genau so Und ist da es. kostet nichts, da habe ich keinen depperten Chefredakteur, der es gescheiter weiß. Keiner, der was besser weiß, ja. Da kann ich nur die Videos einstellen oder die Lieder oder was auch immer. Und die Leute, denen es gefällt, die werden es liken. Und wenn es keinem gefällt, wird es keiner liken. Keiner Ja, teilen. So genau. einfach ist Ja, das. genau. Bin ich Das gut? ist ganz, ganz einfach. Ja, die das ist, Geschichte. also, Das ist bringt ganz man- einfach. Deppensichere, faire Genau so Geschichte. ist. Und nicht, weil ich kenne ja ein paar, die sagen, ja, ich weiß nicht, bei mir leidet keiner und so. Nicht? Ich habe einen, weiß ich nicht, die Plattform spült mich nicht aus. Und nein, du machst es einfach nicht gut. Überleg dir, wie du es besser machst. Wenn du es besser machst, wirst du sehen, hast du mehr Erfolg. Hast du mir vergessen, es ist so. Das ist es so. Ja? Schon mal was? Ja, ich würde sagen, wir werden zum Schon Abschluss zum entgegenarbeiten. Weil man wurscht, der schon geht, unsere Burschen halten durch, sehr löblich. Ja, Christoph Acker, und gerade habe ich geredet, weil wir werden jetzt zeigen. Jetzt werden wir enden heute. Geht's wieder beim Wiener Volksliedwerk? Werden wir sehen, Megi. Ich hab's sehen. angeschrieben, weil wir ja nichts 30er ist. Schauen wir mal. Dafür Nachrichten in einfacher Sprache, ja genau. Ja, die höre ich immer, wenn ich da herfahre. Ja, Spaziergang sind, ja, die verstehe ich auch nicht. 19.30 Uhr gibt es eine Nachricht Die hab ich noch nie in einfacher gehört. Sprache. Und, Immer um und 19.30 wie Uhr. einfach ist die Sprache? Ich meine, Es ist ein bisschen einfach. Ja, es ist hat keine Fremdwörter oder was drin, ne? wenig Fremdwörter und doch etwas auch langsamer gesprochen. Langsam teurer. Naja, du, ich sag dir das hätte ich mir wünschen oft, wenn ich mir auf YouTube was anschaue auf Englisch, hätte ich mir das wünschen, wenn es das gab, oder? So ein bisschen für mich, ein bisschen für... Weil da gibt's schon, da gibt's ja den einen oder anderen YouTube oder, also Ding nicht, und die halten dann so Vorträge und die sehe ich dort und da. Und dann zum Beispiel heute, weiß ich nicht, ich sage jetzt einen Vortrag in, keine Ahnung, in Brasilien oder sagen wir in das was ganz was anderes ist, in Dubai oder wo. Also irgendwo, wo es nicht urenglisch, Englisch, ja. also kein Native Speaker sind. Und das finde ich so leid, und wie leicht ich das dann verstehe, weil scheinbar der Redner dann trotzdem Ja, das ist so. redet halt weniger. Nicht? Na klar. Weil der gleiche, wenn der in New York ist ein Vortrag hält, der redet dort voll noch mehr aus. Das ist schwieriger zum Verstehen. Aber es ist ganz interessant. Schau Wolf Spike und TV. Der kommt gerade, wann wir uns verabschieden. Lieber Wolf, Servus. Bei uns am Radio Burgenland gibt es jeden Dienstag 20 bis 21 Uhr Blasmusik-Sendung. Gibt es nicht mal eine Stunde Wiener Lied-Sendung? Nein, Wiener Lied gibt es überhaupt nicht. Radio Wien, vergiss es. Ja, vergiss, da ist überhaupt nichts. Bei der Zwangsgebühr boykottieren, wenn es da keine 16 beim Spülen, lass ich mich verhaften, bringt's dann einen Doppler ins Landl. Robert Spieß. Da kriegst du einen Doppler. Garantiert. Locker. Alle Locker. Alle. Na, sicher. Macht dir nicht so viel Gedanken, ihr seid Spitze. Das ist wichtig. Sehr Susanne danke. muss Danke, Susanne. Wiener Lied-Interpreten gibt es wahrscheinlich genug, aber gute Musiker sind da, ja. Ich meine, Wiener Lied-Interpreten, da wird es mehr geben als jetzt Wiener Lied-Musiker, was ich jetzt nicht mit gut oder nicht gut meine, sondern Wiener Lied-Interpreten sind fast alle Schauspieler, machen ihre Wiener Liedabende oder sowas. Oder auch klassische, Pianisten machen Wiener Liedabende. Das ist Ja. alles leibend, aber die halt jetzt Wiener Musik spielen, Kontragitarre, Knepphilharmoniker, die Wiener Musik spielen, das ist wirklich rar. Das ist wirklich rar. Ja. Das ist sehr rar. Die Zwarer spielt dir Spaziergang, ja, wo ist er? Robert Spieß, du bist safe. Du bist absolut safe. Alles gut. Alles Bist gut. absolut safe, ja. Na, Freunde, es ist ja. Oder machen wir zum Abschluss mit der steirischen. Na, machen wir gesungen, oder? Zum Abschluss. Machen wir Gesungen, ne? Abschlusslied, ja. Na, und machen wir es Werner Gmiert. Nein, machen wir die Ruf- und Leiertänze. Da machen wir die auf den Leierdienst. Ja. Gute Idee. Den machen wir Jetzt haben zum wir wieder Stickel ausgesucht. Jetzt stellen wir es mal gerade. Ein Instrumentalstück zum Abschluss. Zum Abschluss einmal, ja. Meine Lieben, es war uns eine große Freude und wir freuen uns doppelt dreifach auf den nächsten Montag, wenn wir wieder beieinander sitzen. Da sind wir, Wahrscheinlich. Aus der Klause. da sind wir ziemlich sicher wieder in der Ziemlich Klause sicher. Klaus. Ja, eigentlich sicher. Wird es vielleicht auch noch einen Sturm geben? Aber ja. Das Es ist gibt sicher einen Sturm Ja. nächste Woche. Na, sowieso gibt es noch einen Sturm nächste Woche. Auch übernächste Woche noch. Ja. Also, Ich tue der ESB Neigbeziehung. geht schon. Ja, nein, das habe ich jetzt gewaschen. Gibt noch. Das habe ich jetzt gewaschen. Also doch, ja. Ja. Naja, ist schon verstaubt. Wenn Ne? so, der Staub wird schon rausgesetzt. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Na gut, in München redet es überhaupt Hochdeutsch, alle. Das ist ja Wahnsinn. Das stimmt wirklich, Peter Prachtl. Ja. Na gut, also meine Lieben, mit den Ruf- und Leiertänzen verabschieden wir uns. Sagen Dankeschön für eine nicht ganz so lange Bablatschen. Aber ist schon 3/4, da dürfen wir ja schon wieder. In Doppel haben wir nicht gelehrt, aber nehmt uns das nicht übel. Ja. Nicht übel. Die steirische, wir versprechen, nimmst mit. Die habe ich sowieso mit, sicher mit. Beim nächsten Mal, wir machen heute ein bisschen Selbstschutz. Aber beim nächsten Mal holen wir das nach. Selbstschutzprogramm. Ne? Ja, Selbstschutzprogramm. Beim nächsten Mal, da versprechen wir, da wird. Genau, ja. Wenn es auf die Motorwand leicht die auflegt, dann geht schon, aber kannst du nicht mehr einen 50er fahren. Also ungefähr rennt das einfach. Ungefähr so, ungefähr. Naja. Nein, so schlimm ist es aber nicht. Wir sind da. Schon danke für den Musik, sagt der Arbeitsbiss. Danke, der schön. Mahlzeit, meine Herrschaften, bis zum nächsten Mal. Dickes Busler, 16er Burm. Viert euch gut und jetzt da verabschieden wir uns musikalisch mit der Ruf- und Leiertänze. Warte. Das Geschäftliche ist wieder vergessen. Bevor ich einen Schluck noch mache, blend mir noch mal ein, die Geschichte mit dem Schmattes. Könnte sein, dass der eine oder andere sagt, ja, erst da lassen wir jetzt, da lassen wir was umwachsen. Das ist leibend. Mahlzeit. So, ausblenden und los geht's. Viert euch, macht's es gut, bis nächste Woche. Tadellos. Viert euch.